Im Bierlab in Zürich findet die Bierdegustation statt. In der Jury sitzen ausgewiesene Bierexpertinnen und Experten. 3 diplomierte Biersommelieren. Ein Dozent für Lebensmitteltechnologie. Und ein Brauereiführer. Sie bewerten diese 11 alkoholfreien Lagerbiere. Darunter die meistverkauften Produkte von Detail- und Online-Händlern. Die Expertinnen und Experten analysieren jedes alkoholfreie Lagerbier mit einem umfangreichen Bewertungsbogen. Bewertet werden unter anderem das Aussehen, der Geruch und das Aroma. Sensoriker Patrick Zbinden bereitet die Bierproben vor, in speziell dafür geeigneten Gläsern. Der Vorteil von so einem tulpenförmigen Glas ist, dass man, wenn man mit der Nase dran schmeckt am Bier, durch die breite Öffnung oben die Duftstoffe viel besser wahrnehmen kann. Das ist das eine. Nachher, wenn ich einen Schluck nehme, dann durch die breite Öffnung fließt das Bier viel breiter eben dann auch ins Maul. Und das heisst, auch dort kommen dann die Aromen besser zur Geltung. Nicht alle Biere schmecken gleich gut. Es hat einen Nachgeschmack, der mir überhaupt nicht passt. Ich kann es nicht ganz einordnen, was es ist, aber es ist etwas, was mich sehr fest stört. Bis jetzt war es ganz spannend, dass wir ganz eine unterschiedliche Palette haben, einen Blumenstrauß voll verschiedene Bier. Von extrem malzigen, eher ein bisschen schweren, kaltvollen Bier bis zu sehr wässrigen, sprudeligen Bier. Alkoholfreies Bier wird auch hier im Bierlab gebraut. Die Brauerei gründeten Pierre Elser und seine Geschäftspartner 2016. Jede Woche brauen sie ein neues Bier. Seit April auch ein alkoholfreies. Es ist in der Produktion komplexer als alkoholhaltiges Bier. Beim alkoholhaltigen Bier hat man den Alkohol, der sehr flüchtig ist und die Gerüche transportieren. Also es ist sehr einfach, die Hopfengerüche zu erkennen. Und das fehlt dann halt. Beim alkoholfreien hat man nicht den Alkohol, der das macht, sondern man muss mit dem Hopfen ein bisschen übertreiben, damit die Gerüche und die Aromatik rüberkommt. Im Gegensatz zu einigen großindustriellen Brauereien, die dem Bier den Alkohol im Nachhinein entziehen, verwendet Pierre Elser eine spezielle Hefe, die während dem Gärprozess kaum Alkohol entstehen lässt. Also man sieht, dass wir noch Hefezellen drin haben, weil es ist unfiltriert. Und wir schauen vor allem, ob es nichts anderes hat. Also wir wollen rein noch Hefezellen drin haben, wir wollen keine Bakterien oder keine andersschweitige Hefe drin haben. Zurück zur Degustation. Was braucht es denn für ein gutes, alkoholfreies Lagerbier? Schön ausgewogen, ein bisschen Malz, ein bisschen Säure und ein bisschen Bittere von den Noten vom Hopfen. Das muss es halt alles haben. Für mich ist ein gutes alkoholfreies Lagerbier nicht zu süß, eher prickelnd und wirklich erfrischend, ein Durstlöscher im Sommer. Letzte Runde bei der Degustation. Gleich ist klar, welche alkoholfreien Lagerbiere gut und weniger gut abschneiden. Zu den Gesamtnoten. Genügend mit der Note 4,6 Birra Moretti Zero. Dort war die Aromatik schon fast zu fest. Es hat sehr starkes Bananenaroma, das schon eher künstlich übergekommen ist. Auch genügend mit derselben Note Feldschlösschen alkoholfrei. Die Schaumstabilität war sehr schwach. Also, das ist direkt vergangen. Das ist schade für ein Bier. Und dann von der Aromatik her war es extrem flach. Etwas besser die alkoholfreie Version von Heineken, Note 4,7. Laut Experten ein eher leichtes Bier. Gleich schneidet Karlskrone von Aldi ab, mit das günstigste der degustierten Biere. Jetzt zu den Bieren mit der Note Gut. Die Migros-Eigenmarke Non erhält Note 4,8. Gleiche Note für Eichhof alkoholfrei, das laut Expertinnen leicht malzig schmeckt. Note 4,8 auch für das alkoholfreie Farmerbier von der Landi.
Etwas besser das Appenzeller Leermond, dessen Geschmack gut ausbalanciert ist. Dieselbe Note für das zweite alkoholfreie Appenzeller Bier, sonnenwendlig, laut Jury mit einer erfrischenden Säure. Noch besser schneidet Finkbräu von Lidl ab, laut Expertinnen süffig und malzig. Am besten schmeckt der Jury Schützengarten alkoholfrei mit Note 5,2. Für mich ist es eine wahre Freude, ein richtiger Durstlöscher. Sehr ausbalanciert in allen Komponenten. Im Vergleich zu 10, 15 Jahren sind die heutigen alkoholfreien Lager massiv ausgewogener, typischer, wie man sie eigentlich gerne hat. Immer mehr Leute trinken alkoholfreies Bier. Aus verschiedenen Gründen. Es gibt dir die Möglichkeit, mit Freunden ein Bier zu trinken, ohne danach einen Hangover zu haben. Es ist eine gute Alternative, vor allem wenn man länger unterwegs ist oder lange Aperos hat und so, dann nachher, ist man nicht abgeneigt. Wenn es zitronig schmeckt, mag ich es. Wenn es zu wässrig ist, mag ich es weniger. Fazit: Bier schmeckt heute auch ohne Alkohol. Und inzwischen gibt es eine große Auswahl. Welches ist dein liebste alkoholfreie? Schreib es uns unter in den Kommentaren. Wir testen aber nicht nur alkoholfreies Bier, sondern noch ganz viele andere Sachen hier. Prost!